grüß euch zur Lektion 3, heute zum Thema Vorzeichen. Es gibt zwei verschiedene Vorzeichen. Erstens das B-Vorzeichen und zweitens das Kreuzvorzeichen. Die zwei haben verschiedene Funktionen, machen aber eigentlich das Gleiche, also sie versetzen einen Ton, entweder machen sie den höher beim Kreuzvorzeichen oder sie machen den tiefer beim B-Vorzeichen. Das Kreuzvorzeichen erhöht also einen Ton um einen Halbton und das B-Vorzeichen erniedrigt den Ton um einen Halbton. Also immer um einen Halbton. Das bedeutet dann, dass ich zum Beispiel, wenn wir uns jetzt einmal die Klaviertastatur anschauen, die Klaviatur, dass ich dann nicht bei einem Kreuzvorzeichen, wenn also ein Kreuzvorzeichen direkt vor einem Ton steht, muss ich die nächst höhere Taste spielen. Das ist dann meistens eine schwarze Taste und beim B-Vorzeichen muss ich die nächst niedrigere Taste spielen. Das ist meistens auch eine schwarze Taste, ist ja klar. Wir haben aber zwei Ausnahmen. Wie ihr wisst, ist ja zwischen E und F und H und C keine schwarze Taste. Das heißt, da ist der nächst höhere oder der nächst niedrigere Ton dann halt eben die entsprechende weiße Taste. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt vor ein E ein Kreuzvorzeichen setze, dann wird diese Note zum F. Heißt zwar dann nicht F, sondern E ist, ich muss aber dann quasi ein F spielen. Wenn ich vor dem F ein B-Vorzeichen habe, dann wird dieses F zum Fes, ist aber quasi die gleiche Taste wie das E. Das ist bei allen anderen Instrumenten auch so, egal ob ich jetzt ein Blasinstrument habe oder irgendein anderes Tasten- oder Saiteninstrument. Ich muss mir immer merken, zwischen E und F und H und C sind sowieso nur Halbtonschritte, das heißt, da muss ich dann einfach auf die nächste Taste. Beim H und beim C ist eben das Gleiche, also ein B-Vorzeichen vom C bedeutet, dass ich den Ton Ces spielen muss. Dieser Ton Ces ist aber quasi das H. Aber ich darf nicht H sagen, sondern das ist ein Ces. Wenn ich vor dem H ein Kreuzvorzeichen habe, dann lande ich wieder beim C. Heißt aber His. Und diese Vorzeichen, egal ob B oder Kreuz, können entweder direkt vor einer Note im Notentext geschrieben sein oder am Anfang der Zeile, also am Anfang des Systems. Und das bedeutet dann, wenn die Vorzeichen am Anfang gleich stehen, am Anfang der Zeile, dass dann nicht alle Noten versetzt werden. Also zum Beispiel, wenn ich am Anfang der Zeile ein Kreuzvorzeichen habe, dann weiß ich, dass alle Fs zum Fis werden. Wenn ich aber ein Vorzeichen direkt vor der Note habe, dann gilt das nur für diese einzelne Note bis zum Taktstrich. Also wenn dann diese gleiche Note in dem gleichen Takt nochmal vorkommt, danach, so wie hier zum Beispiel, dann ist dieser Ton auch versetzt. Ab dem Taktstrich werden die Vorzeichen aber dann wieder aufgelöst. Und dann gibt's aber noch das spezielle Auflösungszeichen, das ist auch ganz wichtig, das löst beide Vorzeichen wieder auf. Das heißt, da gibt's da nicht bis zum Taktstrich das Vorzeichen, sondern wenn ich dann nicht nach dem Ton mit dem Vorzeichen ein Auflösungszeichen habe im selben Takt, dann muss ich wieder die ursprüngliche Note spielen. Was für Vorzeichen habe ich dann eigentlich? Also das gibt immer die gleiche Reihenfolge, das muss ich mir wieder ein bisschen merken, wie bei so vielen Dingen in der Musiktheorie. Also bei den Kreuzvorzeichen geht's los mit dem F, das zum Fis wird. Und dann geht's einfach nacheinander, je nachdem welche Tonart und wie viele Vorzeichen ich dann habe in dem Stück, geht's dann weiter mit dem, also es beginnt mit dem Fis, dann Cis, dann Gis, dann Dis, dann A ist, dann E ist und dann hebt man theoretisch auch noch das His. Und bei den B-Vorzeichen ist so, da geht's los mit dem B, also das H wird dann zum B, B, S, As, Des, Ges, Ces und theoretisch dann auch noch das Fes. Ihr merkt schon,
oder ihr hört es schon, die klingen alle relativ ähnlich. Es gibt nämlich Regeln zu diesen Versetzungszeichen, zu diesen Namen der neuen Töne. Und zwar Töne mit einem Kreuzvorzeichen, die haben dann als Endung is. Also zum Beispiel F wird zu Fis, G wird zu Gis, A wird zu A ist, E wird zu E ist und immer so weiter. Da gibt's auch keine Ausnahmen. Bei den B-Vorzeichen gibt's 3 Ausnahmen. Eigentlich ist die Endung bei den B-Vorzeichen immer S, also ES. Zum Beispiel ein C wird zum Ces oder ein D wird zum Des. Es gibt aber 3 Ausnahmen. Ein H wird zum B. Ein E beginnt ja schon mit dem E, wird dann quasi zum S. Ein A wird zum As. Also B, S, As sind die 3 Ausnahmen. Das kann man aber sich ganz leicht merken und das hat man irgendwann auch so drin, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Das war's jetzt mit der Lektion Vorzeichen. Ich wünsche euch wieder ganz viel Spaß beim drüber nachdenken und beim Merken und ihr dürft mir auch gerne jederzeit natürlich Fragen stellen. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt und dann freue ich mich schon auf die nächste Lektion. Macht es gut. Alles Gute für euch.